Ja, herzlich willkommen zur Church Box. Heute sprechen wir über Jüngerschaft und diesem alten Wort werden wir heute neuen Schwung verleihen wollen. Und darum sprechen wir darüber. Michi Sieber, Amit Valias, sehr schön seid ihr mit mir im Studio. Jüngerschaft, Jesus selber hat uns diesen Auftrag gegeben. Also ein gewaltiges Thema, das kommt direkt von oben. Aber bevor wir da eintauchen in dieses Thema, Amit, nimm uns mal mit. Wir haben von deiner Story schon etwas gehört am Vision Sunday. Für alle, welche da nicht dabei waren, wie hast du Jesus kennengelernt? Ich bin in einer religiösen Hindu-Sikh-Familie aufgewachsen und ich wurde von einem Kollegen aus der Schule ins ICF mitgenommen. Da war ich 13 Jahre alt. Und dann habe ich angefangen, zu Jesus zu beten. Und ich habe dann zum ersten Mal erlebt, dass Jesus Gebete erhört. Das war für mich neu als Hindu. Und ich fing dann an, Jesus als einen Freund zu sehen, als einen Gott unter vielen. Und dann wurde ich mal herausgefordert von jemandem, hey, Jesus muss ein einziger Gott sein. Das hat mich dann am Anfang sehr verletzt. Aber dann gab es einen Moment, mein Vater wurde mal fälschlicherweise von der Polizei verhaftet. Und da gab es sehr viele Missverständnisse. Und er kam auf eine übernatürliche Weise in einem Tag raus. Das war eigentlich unmöglich und das war das Ergebnis von unserem Gebet und das hat dann für mich so einen großen Impact gehabt, dass ich dann mich entschied, Jesus ganz nachzufolgen. Dann ist ja die Reise mit Jesus nicht am Ende angekommen, sondern es fängt ja erst richtig an. Michi, was würdest du jetzt hier wünschen? So eine Story erleben wir ja immer wieder in unserer Kirche, wie es dann weitergeht. Ja, zuerst mal begeistert mich diese Geschichte eben deshalb, weil ein Teenager, der Jesus liebt, hat verstanden, dass er einen Auftrag hat, Menschen zu Jünger zu machen. Er erzählt von Jesus, er hat ihn auch mit herausgefordert, hat in die Kirche mitgebracht und das ist genial. Und die Kirche, als ICF haben wir einen Slogan, wir sind leidenschaftlich, damit Menschen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist unser Zielsatz und eigentlich alles, was wir im ICF tun, die Small Groups, unsere Celebrations, alles soll den Leuten dienen, eben Jüngerinnen und Jünger von Jesus zu werden. Ich wünsche mir in so einer Geschichte dann, dass das eben so passiert, dass die Kirche der Ort ist, wo jemand mit Jesus Schritte geht und reif wird im Glauben. Hast du es erlebt damit? Hat dich jemand da an die Hand genommen und gesagt, okay, helfe dir jetzt auf diesem Weg mit Jesus? Ja, absolut, ja. Da waren ganz unterschiedliche Freunde involviert, Leiter. Konkretes Beispiel, ein Leiter von mir, der, als es dann schwierig wurde bei meinem Zuhause, meine Eltern fanden das nicht so cool, dass ich Christ geworden bin und die haben dann alles versucht, mich umzustimmen und das hat dann immer sehr viel Spannungen gegeben zu Hause und er kam dann mal mit und hat dann versucht, mit meinen Eltern das Gespräch zu suchen. Es war dann sehr schwierig aber er hat mich immer wieder ermutigt zu beten, weiter dran zu bleiben, einfach meine Eltern zu lieben und das hat dann dazu geführt, dass eine Zeit später haben sie angefangen, meinen Glauben zu akzeptieren und wir hatten eine sehr gute Beziehung. Das heißt, du hattest einen Small Group Leiter? Ja. Du hattest mehrere oder warst du noch schon im Team irgendwo involviert? Genau, ich hatte unterschiedliche Small Group Leiter, also mit dem einen, da war ich ein paar Jahre unterwegs im Ground Zero. Und dann waren es verschiedene Ministry-Leiter. Genau, das war die Celebration vom Ground Zero. Ja, 180, heute 180. Schau, wie jung du da reinschaust. Genau, jung und verspielt. Ja. Also konntest wachsen, die haben dich hier in der Hand genommen. Michi, das hört sich ja an, dass das läuft. Das ist ja wunderbar. Haben die überhaupt da eine Nachfrage oder ein Bedürfnis darüber mehr zu sprechen? Ja, also es ist schon so, wir haben mega viele so Geschichten. Wir haben die Coming Home Group und den Entdecke Gott Kurs. Viele Leute kommen zum Glauben, aber häufig fällt es Leuten schwer, in ihrem Freundeskreis Leuten den Glauben zu erklären. Und es fehlen wie die einfachen Tools. Und am Vision Sunday haben wir deshalb vorgestellt, wie wir vorgehen möchten. Wir haben das Dreieck vorgestellt, entdecken, vertiefen, weitergeben. Eigentlich ist Jüngerschaft ja, dass man immer wieder Neues entdeckt, das vertieft und dann so weit vertieft, dass man es eben weitergeben kann. Und zu diesen drei Phasen haben wir uns entschieden, Kurse zu entwickeln, wo wir eben Leuten Tools in die Hand geben für online, digital, auch in den Microchurches, in den Small Groups, ihre Freunde an die Hand zu nehmen. Da sind wir voll dran, das zu entwickeln, weil wir merken, das fehlt. Hast du es erlebt damit, so das Entdecken, wenn du das so siehst, Entdecken, vertiefen, weitergeben, würde das auf deinen Weg passen?
Ja, absolut. Ich hatte es zwar nicht so als eine lineare Geschichte erlebt, wo einfach alles so Schritt für Schritt gegangen ist, aber das war absolut so. Ja, ich konnte auch meinen Glauben weitergeben an Freunde und ja, zum Beispiel, ich erinnere mich, wir hatten mal einen ersten Versuch, ein Festigungsmaterial zu haben. Das war so ein Buch, das festige Buch. Hatte so einen blauen Cover und wir nannten es Milchbüchlein. Ja, genau, die Milch, oder? Genau, und es war so cool, Ja. das einzusetzen und dann hat man konkrete ja, Themen gehabt. Also Ja. wollen wir, dass von diesem Konkreten, das spüre ich heraus, dass das würde hilfreich sein. An was konkret arbeiten wir jetzt da im ICF? Ja, genau. Also du Amit, bist ja auch Small Group Leiter und machst Menschen zu Jüngern. Und unser Ziel ist eigentlich, dass man ganz simpel auf dem Handy ein paar Clips hat zum Thema Entdecken und dann einfache Fragen hat, mit denen man als Gruppe oder auch 1:1 unterwegs sein kann. Dasselbe bei Vertiefen und Weitergeben. Das soll ganz einfach sein. Wir sind auf Hochdruck dran, im Sommer, Herbst das rauszubringen, dass jede Person im ICF das für sich anwenden kann mit seinen Freunden. Hey, ich danke euch so viel mal, habt ihr euch uns mitgenommen in dieses Thema. Ich lade dich ein, zu Hause zu überlegen, einfach wo kannst du das anfangen zu leben in deinem Leben. Was du bekommen hast, helfen, dass Leute das vertiefen können, das weitergeben, dass andere Menschen entdecken können, dass dieser Kreislauf wirklich entstehen kann. Und wir haben wieder einen neuen Entdecke-Gott-Kurs, den wir starten nächste Woche, 18. April. Und du kannst dich anmelden. Und vielleicht ist es dran an der Zeit zu sagen, ich nehme jemanden mit, ich helfe jemand, Gott mehr zu entdecken. Und es ist wunderbar, es ist auch ein erster Schritt in Small Group. Vielleicht bist du da, merkst, für mich ist es glaube dran, ich habe so viel bekommen, ich konnte entdecken, ich konnte weitergeben, jetzt ist dran ich konnte vertiefen, jetzt ist dran weiterzugeben, dann ist das Leadership Training für dich der nächste Schritt, wo du einfach erste Schritte in der Leidenschaft machen kannst und diesen Kurs ermöglicht dir, eine Small Group oder eine Team Group zu starten und wir haben wieder einen Kurs im Mai, am besten gehst du auf icf.ch/workshop und das letzte ist Camps, gell? Camps Ja. ist so krass, liebe Leute. Camps, da machst du auch einen Jüngerschaftsprozess komprimiert in einer Woche. Ja, ich habe immer so das Bild von einem Treibhaus vor mir, wo man eine Woche lang im besten Klima ist mit Leuten, die in der Kirche sind. Jesus ist da und da geschehen einfach Wunder. Leute lassen sich taufen, man hat neue Beziehungen, Leute entscheiden sich zum Beispiel in ein Team reinzugehen, Small Groups entstehen, also in einer Woche Ferien. Da passiert so viel. Ja. Also geh unbedingt auf icf.ch/camps. Wir haben verschiedene Camps am Start. Vielleicht können wir das noch zeigen. Michi, du bist auch in einem dabei, Hey, gell? ich freue mich. Im Also Herbst gehen wir in die Im Herbst, also Toskana. 180 Camp, Youth Planning Camps, Kids Camp, da gehen wir runter noch weiter. Sunday Night Camp und dann Ja. das Herbstcamp, gell? Da im Herbstcamp werden Sarah und ich mit der Familie dabei sein und da sind wir seit 1999 in jedem Herbstcamp dabei gewesen. Hoffers auch dabei. Hoffers sind dabei, unsere Kids freuen sich mega und es ist einfach ein super Ort für Singles, für Paare, für Familien, für Evergreens. Eine Alles. Woche Ferien mit Strand, Sonne, Pasta, Pizza. Pasta, Pizza und eben entdecken, vertiefen und weitergeben. Liebe Damen und Herren, das ist einfach meine Einladung, unsere Einladung an dich. Geh auf icf.ch/camps, schau dir diese Camps an, überlege dir vielleicht, was könnte das passende Camp sein für dich und welcher Schritt könnte der passende Schritt sein für dich. Einfach wirklich im Glauben zu wachsen und das weiterzugeben, was Gott dir gegeben hat. Ich glaube, das ist das Stärke. Gott hat uns so viel gegeben. So viel. Und Auch wir die dürfen es- English Community wird dabei sein im Herbst. Yeah. Ja. Ja. Ich freue mich Genau. drauf. Also, bis bald.